Am Katar als WM zu Sharm el-Sheikh als COP. Wie schön war die Glück für uns alle Gute. Es scheint so zu sein, dass große Evenementer wie ein WM und noch ein COP und so weiter dazu benutzt, in den Image von international kritisierten Regimen auf jeden Fall fein auszudrücken, abzupolieren. Das wird kritisiert und das ist auch richtig. Wir haben dann 1,2 Millionen Gäste auf der WM am Katar, und wir haben 40.000 Leute zu Sharm el-Sheikh, natürlich auch all mit dem Flieger. Ich weiß plus minus, was die 1,2 Millionen Leute am Katar auf der WM machen, respektive was sie nicht da machen, weil sie nicht machen dürfen. Für mich frage ich mich ganz einfach, hey, was machen die 40.000 Leute zu Sharm el-Sheikh? Wie lebt so eine Konferenz auf? Das ist ganz schwer vorstellbar bei so vielen Leuten. Wie können die vielen Aktivisten und Vertreter von Organisationen, die sicherlich motiviert sind, sich überhaupt abbringen und auch eventuell ihre Protest ausdrücken? Die Frage muss sich mal stellen, und überhaupt dann noch, ob so ein Kopf, wie es heute Menge war und nächstes Jahr Mass, ob das überhaupt noch zeitgemäß ist. Am Endeffekt sind ja aber vielleicht 100 oder paar 100 Leute, die da wirklich matt entscheiden. Matt entscheiden ist so ein großes Wort, wie Entscheidungen gehen dann da getroffen. Wir repetitiv COP-Konferenzen, und wir müssen uns frohe Wette nutzen davon heraus. Wie viele Länder drohen da überhaupt alles matt? Zielwert soll erreicht gehen, geht nie erreicht. Leben Länder, die da sind, überhaupt da drin. Anders immer dasselbe Resultat, Enttäuschung, Ziel aus der erreicht gehen. Für was geht Ziel nicht erreicht? Was sind die Argumente von den Ländern, die so, sie wählten nicht matt machen? Was sind die Argumente, und das ist noch mehr interessant, von den Ländern, die zwar so, sie wählten matt machen, mir Wirklichkeit gar nicht matt machen. Es gibt ein Fondsgeschäft, wo verschiedene Länder, die Industrieländer, für schier Verluste sollen abkommen, die man Klimawandel zusammenhängen sollen. Ein kleinere Macht, die ich nicht gemacht habe, wir schwätzen da ganz besonders von Naturkatastrophen. Ich hatte gesagt, ich hatte die Chance, in meinem Leben auch pro Jahr Klimatologie zu studieren, und da ist immer ganz viel Wert darauf gelegt, den Unterschied zu machen zwischen meteorologischen Phänomenen und Klimatologie. An Klima selbst war die über lange Zeit geguckt, meistens über 30 Jahre, während Meteorologie vereinzelt Evenementen betrifft. Und das ist relativ schwierig, für so eine Überschwemmung in Pakistan, als durch den Klimawandel bedingt. Wann das mir oft wirkt, wann das mir heftig wirkt in der Zeit, da kann ich das sicherlich sagen. So wie ich auch kann sagen, wann die letzten 30 Jahre Temperaturen Grad mehr hoch sind wie die 30 Jahre verdrohen, dann haben wir eine klimatische, dann haben wir eine Änderung. Aber auf ein einzelnes Evenement festzumachen, das scheint mir darauf schwer. Was kommen darauf zurück? Ein Fonds geschaffen für verschiedene Länder, dann sind Schädige. Das ist auch schön, mit Golf nicht festgelöst, und das ist ganz typisch für die Gruppen, wie der Fonds finanziert soll gehen. Das ist einfach ein Fonds geschafft, geht mir, wen lädt da nur etwas dran an? Ich meine, das ist aber die essentiell froh. Wie gesagt, Finanzierung aus, so wie bislang, wo die meisten nicht bezahlen, wo just der Bruchteil von dem, was angekündigt wird, was versprochen wird, dann effektiv zu summen könnt. Und da bin ich die anderen froh, wo die Gelder dann auch genau hinfließen. Das ist noch mehr kompliziert. China will nicht bezahlen. China ist fleißig am Bauen von vielen neuen Kohlekraftwerken, fleißig am Absetzen von den Emissionen. China sieht es für ein Entwicklungsland. Und damit müssen sie natürlich nicht mehr bezahlen. Das ist ein gutes Argument. Das wird dann so hingeholt. Wir bezahlen einfach. Vielleicht doch nicht, wenn man das so haben. Summa summarum, ja, viel Geschwätz, viel Enttäuschung, wenig Resultat. Wenn es so dann so ist, wie die verschiedenen Klimamodellierer mengen, da wird der Mensch diesen Prozess nicht abhalten können, und schon gar nicht stoppen. Wäre dann nicht einmal geboten, nicht immer einfach sich enttäuscht zu weisen oder so gucken, mir ehrlich zu sehen, an die Fakten an Dance gucken, an vielleicht eine andere Piste anzustellen, eine Piste, die mehr Richtung Forschung geht. Beispiel Atomkraft. Für was geht dann von den Leuten, die wirklich wollen CO2-Emissionen verhindern, nicht gesagt, massiv an Atomkraft investieren? Das ist ja aber für das Problem eine Lösung. Geht das nicht die beste? Probieren Methan und CO2 anzufangen.
aus der Atmosphäre. Und dann denke ich, wie Land mengt da wirklich seriös op der Kopf mat der Vermeidung vom CO2. Halt net ne sondes reden, wie verschiedene machen. Da sind da viel die so Sachen, die schwatzende Leute schein. Wir können denen wirklich trauen, Mengen die da doch wirklich wese du soen. China, Indien, USA. Du heget noch immer China first, India first, America first. Übrigens auch mein Präsident Biden. Das ist die Realität. An as die EU vielleicht besser oder mir Lützeburg. Wir haben ambitiöse Ziele. Wir erreichen die auch nicht. Es sind Ankündigungen. Meinet, den Ausstoß von CO2 als effektiv hier am Land 2020 und 2021 aufgegangen. Ja, wir hatten Lockdown, wir hatten Covid-Maßnahmen, wir hatten Telearbeit. Lo geht es darum, Europa, das ist die Realität. Und nebenbei gesagt, und das ist so vielleicht krass, wir sollten mir auch als Lützeburger die Ziele erreichen, hei, und nun auch vielleicht als Nachbarn in Deutschland, so wird das leider Gottes, und das ist die nächste Enttäuschung, Weltklima, wenn wir die Entwicklung gucken, ganz genau so viel nutzen, das heißt nicht. Das ist schön, aber das ist die Realität. Und der Kumpel von der Absurdität, das ist auch schon gesagt gehen, und ich meine, da sind wir uns aber ein bisschen eins, dass die nächste COP dann nächstes Jahr zu Dubai ist. Dubai. Na ja, dann fliegt er auf Dubai. Bonne chance zu Dubai. Merci.